Ja, Leute, es geht weiter immer weiter zurück bei Fire Emblem Engage. Wir sind zurück in Somniel, um kurz noch ein paar Dinge zu bewerkstelligen. Und ich sehe gerade auf der Map, dass da irgendwie ein Gespräch da ist. Wird nachher aber dann relativ schnell auch mit den nächsten Story-Elementen weitermachen. Oh, ein Angler. Du kannst nun angeln. Die Frage ist bloß, was bringt mir das? Bonus-Spezies, Unterstützung. Ja, das wird schon eher. Angeln. Hä? Ich wollte angeln und sagte, sorry. Die Frage ist nur, wozu? Das ist zu früh. Okay. Blub. Also blub. Tja. Und Sommi, wie geht's dir so? Miauz, genau. Eine Einhornforelle und das gibt Bandfragmente und Surimi. Okay. Ist jetzt natürlich nicht ganz so, wie man es aus Free Houses kennt, aber durchaus amüsant. Wie man sich leicht bewegt bzw. leicht zuckt und wir selber einfach irgendwie so nicht gerade viel machen. Muss man Button smashen, wa? Riesig! Tja, die Größe macht's eben doch. So, einmal da wäre noch. Ah, der gute alte Sommi. Juhu, it's Sommi time. Tja, eine Runde angeln. Beziehungsweise natürlich 3 Runden angeln. Ich meine, warum nicht? Kann man machen. Ich glaube, so ein richtiger Button-Smash schafft sogar beim ersten Versuch schon. Also, dass ich die Forelle gar nicht mehr rauswinnen kann, sondern direkt ins Fangnetz geschossen wird. Sehr gut. Dankeschön, Fischlexiko. Ja, natürlich 3-mal Einhornforelle gefangen, das ist natürlich ganz geil. Gibt es sicher irgendwie seltenere Fische und so. Und wenn der Profi-Angel dann vor allem war. Okay. Natürlich noch Unterstützungsgespräche. Auch die dürfen wir nicht vergessen.
Yep. 僕なんかに謝られても腹が立つだけでしょうけど、とにかく死ぬほど謝ります。でも死んだら色々まずいので、死ぬギリギリまで謝り続けます。だから帰ってください。お願いします。スタルークの異様な迫力に狼が後ずさりしてますね。あ、逃げていきました。よかった。神竜様、ご無事でしたか。ありがとうございます。スタルークも無事で何よりです。いえ、命の価値で言えば僕よりも神竜様の方が上ですので当然です。そんな言い方はダメです。命の価値に違いなんてありません。神竜様はお優しい方なんですね。ああ、それに比べて僕はいけない。善良なる神竜様と一緒にいたらすみません。さようなら。 Gott, Gott, mir auf den Keks. 足がはい。 Alter. Da hat er mir bei unserem ersten Treffen auf, beziehungsweise vor der Brücke besser gefallen. Alter, was für ein weinerliches Weichei. Entschuldigung, wenn ich jetzt gerade so harte Worte treffen muss. Man sich ab und zu entschuldigen und so, okay, aber das ist schon ein bisschen wow. Einfach nur wow. So. Gehen wir natürlich noch ein paar Items sammeln, weil es auch dazu gehört. Irgendwie. So viel hier im Garten, was ist los? Als ob der Garten interessant wäre als meine Gesellschaft. Mhm. Ich merke schon. Huch. Falsch. Wenn der Zombie mal hinterherkommt. Na, versuch's zumindest. Na du? Okay, sonst kann ich gerade mit Zombie nichts machen. Ich kann natürlich porten, das ist klar. Gehen wir einfach mal so durch. Der hübsche Kiesel. Oh. Das Gehöft. Es gehöft sich nicht im Gehöft. Viele Tiere, viele Goodies. Die Frage ist, soll ich noch... ich habe noch einen Schwarzhund. Uff, uff. Ja, kann man, ich denke mal, noch mehr Hunde draus haben. Eben, die sollen ja gut sein, wenn man ein paar Eisenbahnen und so farmen kann. Noch Stahldinger. So, er war so schon mal da. Ja, ich hatte sowieso den Eindruck, er sei ein guter Schwerkämpfer, also man sowohl offensiv als auch defensiv. Die Kombi finde ich eigentlich schon ganz geil. Mit Junaka kann er noch quatschen, okay. Ansonsten neue Charaktere, ne, wäre auch ein bisschen schwierig, merke ich gerade. Junaka! Unterstützungsgespräch, wa? Jo. Junaka, 今日も大活躍でしたね。神竜士に褒められて私ね感激ですその戦闘力は並大抵のものではありません。傭兵でもやっていたのではないですか。傭兵そうですさすが神竜士よくわかりましたな。それだけ強ければさぞ有名だったのでしょうね。そうですな。それなりには。やっぱりもしかしたら仲間の中にユナカを知っている人がいるかもしれませんね。今度聞いてみることにします。それはおやめください。どうしてですか。
足を合わせてしまったのですが、私め傭兵などはえ？すみません、また嘘をついてしまい。しかし過去のことを聞かれるとどうしても。ごめんなさい、神竜士。私はあなたに本日は。ユナコ。 Tja, Michael, was lernen wir daraus? Nicht zu viele Fragen stellen, Alter. So, gut, mal. Wir können mal kurz in die Grotte gehen, mal gucken. Der ist noch nicht hier, aber egal. Wir können ja trotzdem füttern. Zwar mit einer netten kleinen Zwiebel. Ne, ich gebe ihm einen Lachs. Das sieht so aus, hätte er gerne Lachs. Ups. Nicht wirklich, wa? Schade. Gebe ich ihm nochmal seltenes Obst. Hä? Es hat ihm voll Lachs gegeben, was er offenbar nicht gerne hatte. Trotzdem ist der Balken gestiegen. Es gibt ihm seltenes Obst. Er mag es, der Balken steigt nicht weiter. Also ich weiß, ich kann ihn immer nur einmal füttern quasi, damit der Balken steigt, aber das unabhängig davon ist, ob er es mag oder nicht, finde ich ein bisschen seltsam. Das ist doch schön so. Dann waren wir an der Grotte. Aussatzpunkt gibt es ja auch nie viel. Prüfungen könnte ich machen, muss aber zugeben, dass ich momentan keine Lust. Wisst ihr was, da können wir kurz reingucken. Eigentlich habe ich keine Lust drauf, muss ich ganz ehrlich zugeben. Dabei wären ja auch die Staffeltickets und so da. Ja. Gerne Prüfungen, genau. Ich glaube, das ist eigentlich. Ich finde halt so etwas für ein Let's Play schwierig. Außer haben wir uns irgendwie zum Schluss hin oder so machen. Privat ist vielleicht noch was anderes, wenn ich es oft machen würde. Trainingsplatz, Teich, ja, Trainingsplatz bin ich jetzt ja nicht so der Fan von. Schwimmbad. Okay. Ach, das ist okay. War kurz verwundert, weil ich irgendwie in das Schwimmbad oder in die Sauna, an die heiße Quelle aus Tales of Arise gedacht musste. Zentraler Platz, Arena. Ja, warte mal, ein paar Dinge machen wir gerade mal. Arena. Da können wir sowieso immer dreimal gratis trainieren für ein paar Punkte, also warum nicht? Und wie bereits schon erwähnt, ich traue dieser ganzen Geschichte mit diesen Emblemringen nicht. Die werden uns sicher irgendwann mal geklaut. Das kann man mir anders vorstellen, weil sonst ein bisschen zu overpowered. So, die haben wir nicht mehr so viel zu melden momentan. Lapis. Lazuli. Ne, mach mal Anna, komm. Die ist kurz im Level up, das passt schon. Oh, natürlich gegen ihn. Gegen den alten Vater. Ich will sie wohl verarschen. Jetzt macht er so einen scheiß Crit. Ja, wir sagen, es wäre sicher besser, wenn ich die Waffen auswechseln würde. Andererseits, ob sie jetzt gewinnen oder verlieren, spielt es nicht so eine große Rolle, wie man sieht. Louis fürs Level Up wäre eine Option. Ich weiß, ich habe zum Beispiel auch Chloe und Louis bereits entwickelt. Ich bin aber mir überlegen, ob ich bei den anderen noch ein bisschen warten soll. Aber nur, weil er es auch kann und irgendwie gerade momentan nicht sehe, was es großartig bringen soll. Amber, bei wie es Charakter muss halt gucken, ne, wie weit mit denen man noch gehen will. Ich meine, ihr kennt mich, ich will natürlich am liebsten alle Charaktere mitnehmen. Aber das geht halt nicht. Man muss sich immer für bestimmte Charaktere entscheiden. Alter. Ja, das Speed tut jetzt nicht so geil. Finde ich jetzt aber auch nicht so schlimm bei ihr. Vor allem hat sie einen Donner drauf und sie
in dem Move kann man eh nicht doppeln, das ist auch nicht so wichtig, ob es jetzt generell doppeln kann oder nicht. So, sind wir ein bisschen höher. Dann, wen könnte man noch? Komm, Alfred. Ach, zugeben muss, 2 Reiter wäre schon cool. フィレネ王女兵エーティエですわ。悔しいですわ。いい汗が流せたよ。 Ja, auch sehr schön. Natürlich auch Speed, den er dringend braucht. Gespräch verfügbar. Ja, langsam zeichnet sich ab, wo ich auch dann so Status-Up-Items hin pushen will. Mal gucken, hier. Ja, Level 10 wäre Mercurius, weiß ich. Also ein Bandfragment, die will ich auch noch nicht hin. Kaya mit der Messerfertigkeit, Schweigeband, Stabkunst, nee, müssen wir ja mal. Magiefertigkeit. Level 9 wäre mal. Aber Michael braucht keine Magie. Wir haben genug andere, die Magie drauf haben. Was ist denn hier mit Life und Roy? Life is Life, ich weiß, aber Axtfertigkeit. Vorteil ist natürlich cool, wenn das erben könnte. Aber das Problem ist, es muss ja immer trotzdem auf Level 5 kommen, weil er vor irgendwas erben könnte. Stärke plus 2, Vorrücken, Schwerkraft 1, Fähigkeiten Erbe. Live kämpft also mit einer Axt offenbar, oder? Wusste gar nicht. Dass er ein Axtkämpfer ist. 母さんの愛したこの世界を救うため私は戦います。リーフ、どうか協力してください。ああ、共に行こう。君の信じる正義のために僕の力を役立ててくれ。 Also mit den Bandfragmenten ist immer so schwierig, war, weil eigentlich soll es ja dazu nutzen, um Ringe zu schmieden. Ich finde das fast geiler. Meine Ringe schmieden, ja, wenn man genug FPR oder Banddinger hat. Da musst du echt mal farmen gehen. So. Nehme eigentlich wieder mit Michael und Roy noch gerne was machen. Auch Level 4, weil Stärke plus 2 ist cool. Vorrücken, Schwerkraft, Fähigkeiten, Erbe und eben, ich habe immer noch Angst, dass irgendwann die Dinger weg sind. Und ich halt trotzdem gerne die Emblemeffekte. Loi! Ja, er ist ein Loi. Der junge Loi. Das war sehr langsam offenbar, okay. Loi, ブロディアに託されていたあなたの強き力を借りることができて 嬉しいです。そう言ってもらえると嬉しいよ。この世界の平和のため一緒に頑張ろう。 Das freut mich ebenfalls. So. Sehr gut. Ja, ich habe sonst sowieso nichts mehr, also sprich keine Dinger mehr. Die Bandfragmente. Klar kann ich mal hier schnell zur Ringkammer. Hier direkt einsehen kann ich es nicht, wa? Okay. Also ja, das ist klar. Hey, Smarth aus dem ersten Final im Spiel, Shadow's Dragon oder so wie es hieß. Hier haben wir Celica aus Echos. Oder das Original hieß Gaiden. Hier müssten das 4. Spiel sein, weil Teil 3 war ja wieder mit Marth. Eine Fortsetzung. Also ist hier Teil 4, das war ja mit Sigurd. Hier ist Teil 5 mit Live. Ich glaube, das ist Trashier 776, aber das kenne ich überhaupt nicht. Also eigentlich wie das Spiel mit Sigurd. Die beiden Spiele kenne ich überhaupt nicht. Hier ist Roy. Das Blazing Sword. Also wieder ein Binding Blade, weil hier müsste also irgendwie dann ein Link kommen, haben wir irgendwie was mal gehört. Eifram Erika aus Sacred Stones. Dann haben wir Ike. Hier ist Micaiah. Hier wäre dann theoretisch Robin, aber wir haben schon gesehen, dass sie eigentlich Lucina ist. Oder Lucina, wie auch immer. Hier ist Corin aus Fates und hier Byleth dann aus Three Houses. So, haben wir alle Ringe. Fähigkeiten, Erben, Bandringe erstellen. Ey, das Problem ist halt, das können wir sparen.
Bleiben zu wenig Bandfragmente. Also ist verschmelzen. Muss noch ein paar polieren. Warte mal, war das schon wieder? Gibt glaube ich auch ein paar FP, oder? War das jetzt sogar so? 丁寧にしてね。ちょっと。あなたに磨いてもらう時間が私は好きよ。Na gut, es hört auf nur unser Band. Dann mache ich Marv, aber nicht mit Michael. Wobei wir sind kurz im Level up, aber wir sind sowieso kurz vor Level 10. Erst mal bei Alfred dran. Mal es mal hier. 綺麗にしてほしいな。ありがとう。すごくいい気分だ。 So, Sigurd. Soll da Michael und Sigurd das machen? Ja, schon relativ hoch. Wer ist momentan bei Sigurd dran? Ist nicht sogar unser guter Louis? Doch, Louis. 君は気が利くんだな。 Ich meine, Sigurd, der Ring davon gilt irgendwie als der Ring des Heiligen Ritters. Louis ist ja ein Ritter, halt nicht zu Pferde, sondern relativ langsam, mit relativ viel Defense und so, aber ich glaube, die Kombi passt sowieso gut. Dann Roy, der junge Löwe. Ja, eigentlich mit Diamant. Ich bin aber bei Diamant am gucken, ob wir vielleicht nicht mit Roy kombinieren soll, sondern später mit Live. Und zwar aus dem Grund, weil Live eine Axt trägt. Hätte er irgendwie auch mal eine Axtverfügung. Aber wir müssen mal gucken. Das könnte sogar noch ein bisschen dauern, weil wir schon wieder bei 20 Minuten vorbei sind. Es dauert. Mikaya! Nee, falsch. Junaka war es ja. 丁寧にお願いね。生まれ変わった気分だわ。ありがとう。 Das ist so glücklich darüber, dass wenn die Ringe poliert werden, finde ich das auch ein bisschen krass, aber okay. Edelgard, Michael, mit dem soll er sonst machen, ist ein bisschen das Problem. Und ja, ich lasse den Ring von Edelgard noch an. Weil ich muss zugeben, ich finde die Dreier-Kombi so geil. Dass ich halt Zugriff auf Free Houses habe, also auf alle drei vor allem. Und ich glaube dadurch, dass ja das Ganze ein DLC ist und sollte uns bereits mal erwähnt, im Verlauf der Story soll mal die Ringe geklaut werden, hoffe ich mal, dass die nicht dazugehören. Der eine Ring der drei Häuser, weil natürlich fies ins trotzdem ist, ey. Alter, okay, Bandfragmente ist nichts passiert, das hat mich eben auch, wie bereits erwähnt, gewundert. Auch hier kann ich glaube ich noch nichts machen, weil immer noch keine Wo finde ich denn die? Finde ich die wirklich nur irgendwie in den Dingen, wenn ich da online fighte und so? Ah, je, oh je. Noch so viel zu lernen über das Spiel. So viel zu lernen, so wenig Zeit. Mein Zimmer. Ich habe langsam das Gefühl, dass diese Schublade dort oder Kommode, wie auch immer die wir dort haben, dass wieder so ein Rang S-Ding ist. Also irgendwann im Verlauf des Spiels dann sagen können, oh, ich hätte gerne mit dem Rang S und dann ist hier irgendwie ein Ring drin oder so dafür. Ich meine, wenn es ein Spiel mit Ringen gibt, dann das hier. Okay, wir haben schon ziemlich viel gemacht. Ich gehe mal zum Platz hier zum gucken, ob es wie auch immer neue Items gibt. Ich würde nachher sagen, gehen wir mal noch ins Menü, gucken da noch ein bisschen um. Ist echt so, geht immer so eine ganze Folge mindestens drauf. Wir suchen Somniel. Als nächstes Kapitel würde ich halt wirklich sagen, machen wir das göttliche Kapitel, wa? Erstmal hier hin. Ich glaube nicht, dass irgendwas Neues haben. Das ah doch! Fies. Ich dachte, das wäre sonst wieder so ein gelb markiert, wenn die was Neues hätten. Heilung, Pflege. Cool, habe ich ein bisschen. Können wir also machen. Statuseffekt, ist das wirklich so wichtig? Oh, Fortschritt. Unbedingt. Ah, da gibt es noch einmal. Scheiße. Blockieren. Wäre je nachdem auch mal praktisch, mehr davon zu nutzen. Heilmittel haben wir momentan noch so viele. Ha, Meistersiegel. Krass. Und ein fucking Zweitsiegel. Jetzt ist natürlich die Frage mit dem Zweitsiegel. Ich nehme mal nur eins. Nur eins wirklich mal und dann gucken wir mal.
Was er damit alles machen kann. So, Heilmittel. Also die Einer-Ding können wir auch wegwerfen. Die Zweier-Heilmittel auch. Dann haben wir die ganzen Dinger, die weise er später mal zu. Gerne eine Fackel, warum auch immer. Ja, verkaufen, komm, wir haben noch genug Fackeln dabei. Wir verkaufen Zweier-Ding, die sollen alle bessere dabei haben. So. Mach's doch mal so mit dem Heilmittel gucken. Vorrat. Wander, du brauchst nichts, weil du nicht mehr eingesetzt wirst. Kein Problem. Haben wir auch noch im Lager, das ist auch gut, das gefällt mir. Ja, Ernten auf Rammes Rationen passt auch. Pflege. Können Sie es überhaupt schon nutzen? Ach, weiß was. Wenn wir noch die Option haben, noch eine Pflege zu kaufen, geh doch im Foren und mach's doch mal. So. Dankeschön. Ich muss vielleicht eh mal gucken. Inventar unserer Charaktere. Die gerade Waffen dabei haben, die gar nicht zu ihnen passen, ich deswegen ablegen kann. Auch mit dem leichtschweren Eisenschwert, das es sowieso kaum braucht. Jetzt wäre die Frage, könntest du ein Ding nutzen? Eine Pflege? Tatsächlich, krass. Nein! Oh, war nicht so. Mädchen. Sag mal. So. Alchrist, Etje. Haben wir immer noch so ein scheiß Buch mit Windmagie? Ah, hier. Ich finde das jetzt bei ihr eigentlich relativ passend. Die Eisenklinge von ihr. Ich will vielleicht eher meinen Panzerbrecher nehmen. Da gibt die Waffe mehrmals. Muss ich mal gucken. Schon wäre halt auch so eine Frage. War mit der Heilung. Dass er vielleicht nochmal einen weiteren Pflegestab nimmt. Wenn ich ihn halt einsetzen würde. Ja, ich bin der Meinung, dass er eigentlich doch ein bisschen besser als Fram ist, aber müssen wir mal gucken. So, Ringe ist auch so ein Thema, wa? Aktuell haben wir einen Diamant, ja den Ring von... Ah, man geht gar nicht hier. Fähigkeiten. Ah ne, warte mal, was war denn da? Da haben wir eine Ringkammer. Oh, dass überall so vertauscht sein muss. Und hier brauche ich wiederum die FP. Und die FP generieren wir einfach normal im Kampf. Eben auch durch Bankkämpfe, durch Level-Ups und so. Etc. etc. Fähigkeiten erben, so. Ja, nur 137, das ist nicht so viel. Also ein Messer verwendet von Live, wieso das der Vorteil halt so geil. Dann kann man dann irgendwie auch nichts, war. Der von Roy, Stärke plus 2, natürlich auch cool. Vorrücken. Durchhalten. Ja, Vorteil von Live wäre eigentlich eher. Da kann ich auch mit dem Messer umgehen, krass. Krasser Typi. Louis. Ja, ich muss glaube ich eher mal mit den anderen die Bandfragmente investieren, weil es natürlich Quatsch ist, wenn ich das nur hier mache. Weil ich Buchpräzision 3 jetzt noch cool finde. Marv. Also mit Marv geht er später. Wilder Ritt gegen Einfrieren. Ja, das ist
So eine Frage, braucht er das oder ich glaube Sparmelpunkte auch, Freunde. Junaka mit heilendes Licht. Mit ihr nicht auf. Ja, ich kauf's trotzdem mal, weil ich finde den Designer ganz praktisch. Chloe hat noch kein Fragment, das können wir eigentlich, das Emblem, das können wir eigentlich mal ändern. Die anderen eh nicht, der Diamant, hey, Alter, 826. Ah, schön, schön. Ah ne, warte mal, ich wollte ja nicht mehr hier. So, jetzt zurück zum Platz gehen. Jetzt haben wir das Inventar ja schon ein bisschen angeguckt. Soll ich, wenn ich noch dabei war, das mit den Fähigkeiten machen? Oder Fertigkeiten besser gesagt, ich glaube schon, war. Die Boutiquen auch neue Waren. Okay, das heißt Arsenal drüben nicht, wa? Wäre eigentlich schade. Ausrüstung optimieren. Ne, warte mal. Fähigkeiten. Okay, lassen wir mal noch. Das haben wir hier. Buchpräzision 3, jetzt bereits ausgerüstet. Teilige Haltung, eben solange sie halt synchronisiert ist, bringt das nichts, aber ich finde es trotzdem praktisch. Ja, Treffer plus 10 ist natürlich auch cool. Unvereinbar. So. Mit aktuellen Fähigkeiten. Naja. Wo waren das eigentlich hier mit den Ringen ausrüsten? Da war wiederum hier. Das ist immer so creepy, ey. Ne, warte mal. Moment. Das ist ja hier. Warum es auch immer, verstehe ich halt einfach nicht, warum es hier verschiedene Dinger gibt. Für einen Menüpunkt, um die auszurüsten. Diamant. Und er kriegt halt die Fähigkeit Lanzenmeister. Der ja Meister. Das ist halt die Frage, was ist mir lieber. Natürlich rein optisch und so passt natürlich schon perfekt. Lanzenmeister stark gegen Lanze, mit dem Schwert ist sowieso stark gegen Äxte, also es passt eigentlich schon, wenn wir ehrlich sind. Aber wem gebe ich den anderen Ring mit Live? Live is live. Sorry. Ja, Amber wäre eine Option. Ausweichen, Live gibt noch mehr Verteidigung, wa? Natürlich auch hier machen. Doch wesentlich mehr KP her. Also irgendwie. Ich bin eigentlich aktuell mit Sigurd ausgerüstet, aber Live und Louis wird irgendwie Sinn machen, wa? Klar, ich kriege mit Louis noch Behendigkeit, aber ganz ehrlich, also irgendwie mit Louis mal zweimal treffe, ist eh unwahrscheinlich. Sigurd gibt uns auch noch 2 Defense-Punkte mehr. Dafür habe ich halt mit Live natürlich auch noch 3 KP mehr. Was ein zu verachten ist. Andererseits kann ich mit Sigurd einmal weiter latschen. Das finde ich ja ganz praktisch. Bei Celine finde ich es nicht notwendig. Bei Alfred können wir uns auch eben darüber diskutieren. Wenn ich mit der Meisterachse das gegen andere Lanzenkämpfer. Ich finde eigentlich das Rapier noch ganz cool eigentlich. Ja, macht keinen Sinn. Chloe wäre eine Option. Boah, mit Live ist echt schwierig. Eine Option wäre mit dem Schützen quasi.
Normalerweise sind Schütze ja nur... Ich komme gerade die Werte an. Weil ein Schütze normalerweise eher auf die Länge und so angreift, sag ich jetzt mal. Mit einer Meisteraxt. Also auf die Länge, auf die Weite hin halt angreift. Das wäre eigentlich eine Option, wa? Oh je, oh je. Eine schwierige Wahl. Wobei sie noch abhängig davon ist, wie nachher mit Ammerverfahren oder mit den restlichen Axtkämpfern. Da will ich sogar sagen, hey, ja, Bougeron und so. Eine Zukunft, die brauchen einen starken Axtkämpfer und Anna das bessere Wachstum. Also irgendwie noch nicht so richtig glaube. Wie wäre es denn bei ihm hier? Mit Live. Ja, Live ist irgendwie so, ich weiß auch nicht. Ich finde irgendwie so seltsam, ich weiß gar nicht, wem ich den geben soll. Ich nehme einfach irgendjemanden nachher, wo ich das Gefühl habe, da passt und ich habe sonst noch was übrig. Muss ich irgendwie so machen, weil sonst kann ich da gar nicht weiß, wie ich da damit umgehen soll. Gar nicht weiß. So, die Folge ist eigentlich vorbei. Ich gehe trotzdem ganz kurz hier in das Arsenal. Dann tut nichts Neues. Wobei, doch, hat er. Also, in Anführungs- und Schlusszeichen. Panzerbrecher, auch Eisenklinge. Okay, wenn du da solche Waffen bereits ja kaufen kann. Sogar noch Donnermagie und Windmagie. Abwehrhaltung. Die Nahkampftechnik vielleicht Verteidigung plus 5. Wisst ihr was, Freunde? Ich glaube, das gucken wir uns in der nächsten Folge an, was wir uns da noch holen werden. Ein paar Dinge sehen ganz interessant aus. Ich muss ein bisschen gucken, auch irgendwie ich mein neues Team und so machen will. Da bin ich noch ziemlich unentschlossen. Na, wir werden sehen. Soweit, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.